Goedemorgen allen. Ik freue mich von der wir hier in jener Med zu sein. Mag Gott seine Gnade und sein Frieden mit uns alle sein. Wir haben Gott sein Wort bei uns. Wir können es alle selbst lesen. Wir können uns da erfrischen und erfreuen. Und ich glaube, das tun wir alle, aber dann gleich wie nach Tipp zu kommen, wo wir uns an sich abbühen tun und dass es so viel wird. Als ik me aanloten durch diese Werke hier von der war was mitzuteilen, dann komme ich auf ein Thema, was sehr breit ist, wo ich von der vielleicht bloß ein bisschen anschauen und du wird viel gehen über zu sein. Aber das ist ein Part, wo wir gerade sehen und beleben können. Wir von der wir kommen hier in die Kirche und wir freuen uns für jede Familie, die wir hier treffen, für jeder einer, der hier ist. Und für jeder einer, der sich mit Frieden anlässt, im Port von der Kirche ist und mitträgt und mitarbeitet und beweist die Freudigkeit im Herrn, du freuen wir uns zu. Und wir freuen uns, dass wir im Port von Gott seine Familie sind. Und so mir angehört von der uns zum Beispiel den Interlake und einzuführen, dass wir zu Gott seine Familie gehören und dass wir nicht unbedingt von selbst kommen. Und dass unsere Familie nicht von selbst abgetragen wird. Das braucht Anstrengung, das braucht Pflicht und das braucht viel Zeitspanne. Und so wir wollen uns von der ein bisschen anlassen, was das alles brauchen wird und können wir uns vielleicht am sich noch ein bisschen lernen und denken halten an Dinge, wo wir können improven, um unsere Familie abzutragen und unser geistliches Leben vorangehen als ein Familienvater oder als eine Familienmama. Dass wir können sehen sein. Wenn die Familie schwach ist, dann kann dort nicht eine starke Kirche sein. So das fängt Tüß an und so wie gleichen wir handfahren, wo wir feiern, dass du eine lebende Kirche ist, wo sich das lebendig feilt. Und so das fängt nicht bloß dann an, wenn wir in die Kirche gefahren sind und sind nach Samarias. Das fängt Tüß an und das wird Tüß gepflegt. Und so wir wollen uns von der ein bisschen anlassen, was wir können von Gott sein Wort lernen und lernen. So, eine Familie ist Gott sein Plan. Gott hat geplant, dass du so eine Familie sein und dass du so Kinder sein und dass du so glücklich sein und all diese Dinge können wir in Gott sein Wort lesen. Aber von der an, weil wir uns ein klein bisschen anlassen, wie viel da wir als Eltern, da wir dort tun, wo Ehrens nehmen wir dort. Wenn wir kicken dann in 1. Mose 2, Vers 24, das ist, wo Gott das sieht, dass ein Mann und eine Frau sollen sein. Das sagt es dort in 24. Vers in 1. Mose 2. Kapitel. Sagt, du geht ein Mann von seinen Eltern weg und vereinigt sich mit seiner Frau und sie sind eins. So, das ist nicht mehr mit den Eltern taub gebunden. Du musst was einrichten, dass du was Frisches anfangen. Und so, das geht beide Wege. So, die Frau geht von den Eltern weg und hängt sich an ihr Mann. Die zwei sind taub. So, wenn wir denken an, dass das soll eine christliche, eine glückliche Familie sein, dann braucht das ein gläubiger Mann und das braucht eine gläubige Frau. Dann kann du eine christliche Familie abwachsen. Ohne das beides, dann ist das nicht so einfach. So, Gott hat das geplant, dass der Mann, ein Jung, der wächst eine Familie ab, und dann, wenn der ist sein Allerhaft, reitvoll dafür, dann wird er dort auf sein und dann geht er mit seiner Frau taub und dann fangen sie eine frische Familie an. Das haben wir über Jahre gesehen, dass es dort schaffen wird und sein das immer wahr. Und wir freuen uns mit, wenn wir sehen, dass ein paar sich befreien will. Gestern, wie hier in dieser Kirche Chaos, ich bin nicht gewusst, aber hier wie Chaos, so dass wir wahr und frische paar, was sich entscheiden, aus einer Familie anzufangen, zu leben. Und so, Gott will, dass es dort. Er freut sich dort, wenn wir das dort tun.
En dan brukt het, van dat is, dat jou wordt gegeven is, dan brukt het vleien. Dan brukt het abposten. Krijgt es, wenn wir bei diesen Tijd im Garten alle Sorten Saaten, wenn wir das bloß Saaten und gehen dann nicht mehr haben und so weitleftig ist es rein, die wird nicht wachsen wollen, das wird bloß nicht schaffen. Aber weil es wie Zeit sperren und bringen die Wut Hand, so ist es viel nicht zu viel und nicht zu wenig. So, wir tun das reich und dann wächst es und dann jäft es Frucht. Und Gott sein Plan und Gott sein Ziel für die Familie als Kreis so. Wenn wir nachdenken, dann eine Familie ist noch ein bisschen mehr als bloß eine Plan. Du sind lebende Säulen, die für Ewigkeit durch sind. Und so diese Säulen, die brauchen beständige Nahrung von Gott. Und ich denke dann manchmal noch drei, als ich abwaschen da, dann wird noch mal ein Statement gesagt, es steht, dass du nicht zu viel lesen, dann wirst du nicht für so viel verantwortlich sein. Aber so eine Statements werden noch mal rübergelassen. Und wir haben das immer gebaut. Wenn es Gott will, dass wir mit ihm in Gemeinschaft sind, und wo können wir tiefer in die Gemeinschaft nähern, als wenn wir sein Wort lesen dann. Wenn wir uns mit ihm in Gemeinschaft sind, dort, wo wir gefällt wurden. So, ich las eine Geschichte von Wilbur Rees. Er schrift, es steht, ich wollte bloß Jüdisch lesen. Das ist eine jüdische Geschichte, aber wo wir können viel von lernen. Das heißt, es steht, ich hätte gerne für $3 Gott. Nicht von da, bloß vom Bet. Bitte nicht so viel, dass meine Seele angreift oder mein Schlaf stiert, aber gerade so viel, wie es einer Tasse warmer Milch oder einen Nickerchen in der Sonne gleich kann. Ich möchte nicht so viel von ihm, dass ich einen Schwarzen lieben oder mit einem Auswanderer Reben ernten muss. Ich möchte Begeisterung, nicht Änderung. Ich möchte die Wärme des Mutterleibs, nicht die Wiedergeburt. Ich möchte ein Pfund Ewigkeit in einer Papiertüte. Ich hätte gern für $3 Gott. Bitte. So ist es. Unser Ich in uns möchte Gott nicht vollständig wegwerfen, sondern in ihm bequemer Entfernung haben für $3 von ihm nicht. Ein Sagfall. More nicht. Gerade so viel, um meinen Schuldstand unter der Grenze der Strafe zu halten. Gerade so viel, dass ich sicher den ewigen Feier entkomme, aber auf jeden Fall nicht so viel, dass ich nervös werde oder meine Meinung ins Wanken kommt oder mein Lebensstil davon bestimmt wird. So, ich will hier so viel von Gott, dass ich wenigstens nicht wo verloren gehe. Aber mehr als das nicht. So, als ich das lesen würde, und ich dachte an Familie, und ich dachte an die Zeit, wo wir beim Leben tun, das ist so anders als 40 Jahre 3, 35 Jahre 3, ist echt eine Schuldig. Dinge wären dann bloß so viel anders. Aber, wenn wir noch mit den gleichen Viertel sein, wo viel wir von Gott wollen, dann meint er, dass wir sind nicht ob für Veränderung. Wir sind nicht bereit, dass Dinge werden geändert worden für die Betternis. Wenn wir von Fleisch getrieben worden, dann ist das jährliche Leben schwach. Als Gott denken wir an, dass es so eine Familie sein. Als Gott denken wir, dass er Menschen merken wollen und wo er denkt, dass soll sich vermehren. Wir lesen in 1. Mose 1, Vers 26, das sagt, und dann sieht Gott, weil wir Menschen merken, die so aus wie sind, ans Lignen, Lot an Macht haben über die Fisch im Meer, über die Vögel in den Lauf, über das Feuer und die wilden Tiere und über alles, was er kriegt. So Gott plant an, dass er Menschen merken. Er dacht an, was er will nennen sagt. Und das sagt, dass die wollen die Macht haben über die Welt, über die Tiere, über die Welt planen.
27. Vers sagt es, en Gott mögt Menschen, die so wären als hij, nur seinen Plan. Hij mögt ein Mannsmensch auch ein Frühmensch. Dit deed Gott an, dat het kan wiederkommen. Und dann in 28. Vers sagt es, en Gott sehen die und seht, mocht je Kinder haben und je über die ganze Erde vermehren und über die Erde regieren, je soll Macht haben über die Feste Meer, über die Vögel und den Laufen, über alles, was auf der Erde lebt. Und Gott sagt, kijk mal, je derben von allen Planten auf der Erde, die Zout haben, und von allen Bäumen, die Zout und ihre Frucht haben, eet. So dort, was Gott hat in Garten gemerkt, und dann sagt er so, du darfst je gehen von eten, du darfst je nähren, und wenn wir den zweiten Kapitel lesen, dann sagt er, dass sie sollen den besorgen, dass der Garten wird Schmack sein, und er wird keine feine Frucht bringen, und sie haben die Kontrolle über das. Sie sollen die Kontrolle über das nehmen. So, drei, aus einer Familie, wenn es soll eine glückliche, göttliche Familie sein, dann braucht es ein gläubiger Vater und eine gläubige Mama. Und so, wir würden uns von der an sagen, okay, dort ist, was wir sind gläubig, wir haben ein Heiland angenommen, wir wollen für ihn leben, und unsere Kinder, die sollen uns anchecken und dann sollen die auch so werden. Dann würden wir uns wünschen, dass unsere Kinder charakter werden, als wir denken dann. Aber wir sind trag vielmals, haben nicht genug Zeit, um unsere Kinder Dinge erklären. Und dann verändern Dinge sich langsam. Psalm 127, Vers 3 sagt, Kinder sind ein Segen vom Herrn. Wir lesen hier in 1. Mose, dass Gott Segen an und seht, möchte ich Kinder haben. Und hier in Psalm 127 sagt es, Kinder sind ein Segen vom Herrn. Kinder sind ein Geschenk von Gott. So aus Pfeilen in ein starken Krieger seine Hand, so sind Sehens für einen jungen Vater. So sind die Kinder für die jungen Eltern, ich habe gesagt. Nicht bloß Junges, auch die Miales. Die sind ein Segen. Gott segnet uns und er vertritt uns das an, dass wir entworden abtragen in eine göttliche Wahrheit. Und dann in Vers 5 sagt es steht, glücklich ist die ihren Bergen Hola davon Fall haben, die wollen nicht geschont worden, wenn sie im Put mit ihren Feinden verhandeln. So, hier hört sich das vielleicht so, dass wenn du was kriegst, oder wenn ein Feind worden überfallen, angegriffen, dann sind sie stark, um die Jägen zu tun. Und wir werden das auch durchlassen. Aber die Versicherung kann vielmals auf viele verschiedene Wege an uns kommen. Und das, wo wir wirken wollen, dass der Feind uns nicht überkriegen kann. Und dann wollen wir als ein Führer mit unseren Jungs taub an das Kampf sein. Und dass die Jungs können zu uns kommen reden, oder die Miales können zu uns kommen reden. Die sind im Kampf, sie leben in dieser Welt, wo viele verschiedene Dinge an Ernten ankommen. Und weil wir als Eltern mit Ernten in so einer engen Gemeinschaft sind, wenn sie in Versicherung sind, dass sie können kommen zu uns reden. Wenn sie im Kampf sind, in jährlicher Kampf die kämpfen haben, dass sie können frei fallen, nach uns als Eltern zu kommen und reden. Von alles, was ihre Troubles sind. Von alles, was ihnen bedrecken wird. Von alles, was ihnen schwerfallen wird. Dass sie niemals dürfen so fallen, dass die Eltern wollen nicht nur mein Trouble horchen. Die wollen nicht horchen, was mir schwer ist. Die wollen mich nicht haben. Wenn es das ein Vater und eine Mama, was kann eine glückliche Familie anleiten und die kann ein Part sein von der jährlichen Familie veranbringen, dass die kann ein Segen sein in der Umgebung und dort merkt eine starke Kirche. Und so dort ist, wo wir gleichen eine starke Kirche zu sein. Wir gleichen eine Kirche zu kommen, wo wir dort feiern, dass du jährliche Eltern sind, du jährliche Jugend sind, du jährliche Gemeinschaft gepflegt wird. Dort, wo wir gleichen im Port von zu sein. Und so deswegen ist es wichtig, dass wir dort tüß lehren, tüß praktizieren tun. So, die Kinder, wenn die klein sind, dann haben die eine Sorte Kampf. Und dann, wenn die älter werden, dann haben die
andere Kämpfen an. Und wenn noch alle waren, dann sind noch andere Kämpfen. Das ist bloß so, als das schaffen wird. Und wenn wir nur sehen, dass wir eine offene Verbindung haben mit unseren Kindern, dann können wir so aus Psalm 127, Vers 5 sagen, dann in dieser Punkt, wo der Feind an die Kinder versucht nachzukommen, oder an die Eltern, dann können sie taubpfoten und stehen in der Versicherung. Taubpfoten und sich an sich halten. Spreche 1. Kapitel. Du sagst in den 8. Vers, dass mein Kind horchte nur, was dein Vater die gelehrt hat. Und verjagt deine Mutter wird nicht. So hier, das Vers der redet direkt zu den Kindern. Aber sehr wichtig ist, dass wir als Eltern die Kinder lernen, gehorsam sein. Das ist nicht so, was von selbst kommt. Und als ich das hier so frisch überlesen, dann fällt mir eine Geschichte, wo da in Städtchen 3 die Lane kicken da. Da waren 2 Führers und da hatten beide einen nater Jung, vielleicht zwischen 8 und 11 Jahren, ich weiß nicht gerade. Aber anyway, der eine Führer, der war sehr unzufrieden über seinen Jungen, weil seine Grades in der Schule, die waren sehr leer. Der hat lange nicht den Nummer 1 Grades in der Schule, der kann viel besser tun. Und als der Junge nach Hause kam und seinen Sadel mit den Graden, ist es sehr verdrießlich über den Jungen. Und der Junge ist ganz nervös und hat das bis lange nicht getroffen. Und über dem, dann will er sich da was angehalten zum Trinken. Und dann, wenn er nervös ist, dann hackt er am Köffel an und geht er da ut und merkt die Schweinerei. Und der Führer bloß noch viel Dollar über an. Und der Führer ist bloß so verdrießlich, er im Haus rüt und weg, lässt den Jungen da allein. Dann geht er noch einen anderen Führer spazieren und fragt er den Rot, was er mit dort macht. Über dem, was er den Rot ist und von reden wird, dann der den sein Jungen, über dem der horcht zu sehr, was der Führer zu vertellen, und geht er da auch was ut, merkt er dort eine Schweinerei. Und das Führer, der steht dann ab und geht und haupt den Jungen dort abriemen und sagt, das ist okay, wir alle merken Mistakes und wir haben bloß Geschmack abriemen, haupt den durch und riemen sie das alle ab. Und dann der Führer weiter dann auch noch, was der andere Führer gekommen ist. Und dann ist er vorgehabt mit der Schweinerei, der haupt abriemen, dann nimmt er seinen Jungen seinen Sadel, was er von der Schule mit dem Haus hat, dann jagt er den anderen Führer den und dann kickt er den in die Lane. Und als das Führer den Jungen halten, die Schweinerei da abbringen, dann sagt er, dort wo du da, da hast du das Salz angeriert. Dort muss das Salz abbringen. Aber er sagt nicht viel, er bringt den Sadel rein, dann checkt er den Jungen seine Groden, die Länge und Schulgroden, und das ist alle Wehen 100%. Wir als Eltern, wir sind manchmal sehr später ein bisschen bosig. Wir würden gleich, das soll alle immer 100% sein, das soll reich sein. Und yes, das ist fein, das ist gut, wir sollen dafür streben. Aber das wird so ein Unterschied merken, was wir damit tun, wo wir das tun. Und wenn wir wollen gehen und halten, dann wird das Kind das fehlende Welt sich anstrengen. Aber wenn wir das immer verachten und immer nicht gut genug ist, dann wird das Kind meid. Hier sagt es in Sprüche 1, Vers 8, mein Kind, horchte nur, was dein Vater dir gelehrt hat, und verjagt deine Mutter wird nicht. So, das ist sehr wichtig, dass Kinder das auch ernst nehmen. Dann der 9. Vers sagt er, dort ist für die so aus ein schmacker Haut auf den Kopf und eine stramme Kehr an den Hals, wann du gehorchen wirst. 10. Vers, mein Kind, wenn Freunde locken zum Schlachten tun, dann go nicht mit. Wenn die Dinge sind, und hier, das spreche hier nu zu den Kindern. So klein, als das verstehen kann. Wenn die Dinge gelockt werden zum Schlachten tun, dann go nicht mit. Dann go und vertell Mama und Dad, was ist uns nachgekommen, was die Versicherungen sind gewesen. Und die Eltern wollen uns Ruhe geben und halten.
Das ist immer eine Gelegenheit für uns als Eltern, wenn wir anwollen, dass die Kinder in Kampf sind, dass wir mithelfen da. Das ist eine Gelegenheit, die wir sollen utnutzen und immer bereit sein, wenn wir diese Gelegenheiten anwollen. Und so vielmals kommt es darauf an, dass wir glauben, dass wir sind zu trag, oder uns passt das nicht gerade nicht, oder wir wollen noch, dass das so leicht wieder schieben. Trainer das Führer, was so verdrießlich wird, als ich daran denke, dann ich las ein Karta-Satz und dann dachte ich an und vroeg mich selbst, wo ist mein Leben zu der Familie? Das Satz sagt es steht, Fehler sind immer dick, wo die Liebe drin ist. Ein anderer wird, die Fehler lauten immer sehr groß, wenn da wenig Liebe ist. Aber wenn wir Liebe haben für die Familie, dann sind die Fehler viel kleiner. Dann sind die Troubles lang nicht so groß. So, wo Gott seine Liebe an uns ist, dann sei wir nicht den Troubles, dann sei wir eine Gelegenheit zum Halten, dass das kann verändern. Ein anderes Ding, Ernst Mattersohn, er hat viele Geschichten geschrieben und viele Predigten abgeschrieben, ich habe irgendwo was von das gelesen. Aber er sagt es steht, als die Kinder abwachsen, dann wären die 3 Dinge sehr wichtig. Und das wären 3 Jahren. Am Jüdisch wird das immer sein. Sagt er, ganz, gern und gleich. Um Kinder gehorsam zu lernen, dass die Kinder das ganz von Herzen tun, dass das wahrlich tun, und dass das gern tun, und dass das futz tun. Das sind 3 Dinge, was Ernst Mattersohn sagt, was sehr wichtig ist, dass wir als Eltern unsere Kinder lernen. Wenn wir was von ihnen verlangen, dann wollen wir haben, dass sie das ganz tun, dass sie dabei sind, und dass sie das gern tun für uns, und dass sie das futz tun. Wenn sie diese 3 Dinge lernen, wenn Gott ein Tag rufen wird, verschiedene Arbeit, dann wollen sie dasselbe Rezept anwenden, für das, was Gott von ihnen will. Aber wenn wir das nun nicht lernen, und sie das nicht lernen, dann von uns als Eltern, und Gott ein Luther rufen wird wollen, dann wollen sie auch gleich, dann wollen sie auch sich wehren, oder nicht wissen, wo das kriegt zu tun. Eine Geschichte von einem Vater, der hat einen schmackhaft Baumgarten und er hat einen feinen Tünraum gebaut. Und die Kinder, die gleichen die Band zu spielen. Und über dem haben sie gefangen, dass sie können von einem Baum über einen anderen und dann können sie immer über einen Tün haben, Träger hüpfen. Und das ging anscheinend, sie spielten durch, fehlt es dort. Ein Tag, dann ist der Führer dabei und sitzt dort und dann sagt er, dass sie sollen das nicht mehr, sie dort dann. Das ist dort gefährlich und sie sollen nicht mehr durch den Weg über den Tün über. Ein Tag, dann spielen die Kinder, die waren alle in dem Garten und ein von den jüngeren Kindern, die ist auf einem anderen Baum und hat die Kirschen und die anderen Kinder auf einmal Haus, sind sich eigentlich daran hüsten, sie merken, der Tod von Büten, hätten sie tot, dass nicht jetzt von Bern aufzumerken. Und sie haben ihren kleinen Bruder dafür gegeben. Und für den wäre es ganz einfach gewesen, der bloß hastig war über den Tün an den Hüst heran. Aber er hat gelehrt, wenn der hat nee gesagt, dann tue ich das nicht. Und so fangen sie an, den Jungen zu segnen und das weiß nicht, wo der Junge geblieben ist. Keiner weiß, keiner denkt nicht mal an, dass der würde im Garten sein. Und der fängt den bloß nicht auf einmal jetzt die Fuhrer daheim und dann fängt den Jungen durch Verrat und ist über dem angeschlossen. Und dann fragt den Jungen, warum er nicht wieder nach Hause gekommen, warum er nicht wieder in den Tün gekrochen. Dann sagt er, du siehst, wir sollen nicht mehr an, ich will das nicht, ich will gehorchen. Und den Führer den freiert. Er wird so brav auf seinen Jungen, dass er horchen wird. Der hat gelehrt horchen. So kann Gott uns brücken, wenn wir lernen gehorchen, dann kann Gott uns brücken und er kann uns segnen. Am Gerichtstag wird das nicht teilen, wo successful, wo erfolgreich wir gewesen sind, aber du wirst das teilen, als wir sind gehorsam gewesen. Als wir dort getan haben, was Gott
von uns verlangen. Nicht ans Erfolg wird dann tun, aber dann wird ans Gehorsam tun, wo flietig wir sind dabei was, zu gehorchen, was Gott von uns will. So wir können uns Dinge lernen, anwenden, wo Gott sich zufrieden hat. Aber wir können auch uns Dinge lernen und anwenden, was uns ein großes Hindernis sind in uns eigenes Leben. Und so dort ist wichtig, dass wir dort unterscheiden und dass wir weiten, dass dort, was wir uns lernen, was wir uns anwenden, dort stimmt mit dort, was Gott sein Wort uns lernen hat. Und er wird das sehen und er freut sich dazu. Wenn wir nur denken, dann, wir kicken für eine göttliche Familie, wir freuen uns mit der Familie mit, wo die Kinder gehorsam sind und wo eine gute Verbindung ist, durch gleichwirkend zu sein. Und wo so eine Familie ist dort in der Kirche kommen, da wird es in der Kirche auch so dort sein, wenn es der Hand hat gelehrt, sich einander zu vertrauen, sich einander zu halten, einander zu respektieren. Und dort ist, wo wir können eine glückliche, gesegnete Kirche sein. Wenn wir dort Tüß nicht praktizieren, dann wollen wir das hier in das Gebiet nicht kennen. Oder wenn wir mit unseren Freunden taub sein, dann wollen wir das nicht kennen. So das sind, was Tüß gepraktiziert wird, von Gott sein Jes angelegt wird, und er kann das sehen. Wenn wir nicht drehen, dann noch ab Epheser, das 4. Kapitel, das ist ein sehr klares Rezept, wo das alles soll sein. Wenn wir in 21. Vers anfangen, dort fängt das Fuß von den Älteren an, sagt, checkt jemand einer zum anderen ut Ehrfurcht für Christus. So das ist, wo Mann und Frau, wie ich am Anfang auch von reden, wo Mann und Frau sich einander respektieren, wo die sich einander die schuldige Pflicht geben, oder die schuldige Respekt geben, in ihre verschiedenen Abgaben, wo zur Hand eine Familie abzutragen und anzuladen. So, ich war hier nun nicht viel von der Ehepart durchgehen. Aber wenn wir dann gehen, weil wir würden hier gerne verschiedene Dinge abnehmen, wo zwischen Mann und Frau, wo das soll sein, und wo die sich sollen verdrehen, wo die sich sollen trachlieren lassen und halten einer den anderen. Und dann in den, ich glaube, das ist in 32. Vers, 31. Vers ist es, wo eine Mutter verloren eine neue Familie anfangen. Und dann in den 32. Vers, da sagt er, das ist ein großes Geheimnis. Und ich meine damit, Christus in seine Gemeinde zu schildern. So, er nimmt ein Beispiel von der Ehe, wo dort soll schaffen, und dort nimmt er, und dort soll eine Gemeinde schaffen. Und dort wird eine Gemeinde es dort schaffen. Wenn zwischen Mann und Frau eine gute Verbindung ist, du gleichen Kinder dich bitte sein. Die Kinder gleichen mit ihren Trupp zu sein. Die wollen nicht andere Kinder heranrahmen, die ungehorsam sind. Und das sagt hier, dass ein Geheimnis für die Gemeinde, wenn Eltern und sehen und leben können und sich einander respektieren können und sich einander halten können, dann können die dort auch für die Umgebung tun. Und dann sind dort sehr makelige Menschen, dann gleich wie Raumzeit zu sein. Und die gleichen, wie gleichen dort man, wie können wir sein, wo die sind. Aber dann sagt der Herr Rond, hat er noch einmal das bestätigen in der 33. Vers und sagt, aber allemal, die Männer sollen jene früher größer gut sein als jensels und die früher sollen so sorgen, dass sie ihre Männer achten. Das ist eine Verbindschaft. Taub sein. Taub bin. Jeder an seinen Platz, seine Abgabe ausfällen. Und der Nächste sich der Neue stellt. Und dann die Kinder gehorsam sein, und dann kann das ein großer Segen sein. Und ihr das wieder in das 6. Kapitel nennen, in Epheser 4. Und da sagt es, die Kinder, jene Christenpflicht ist, jene Eltern zu gehorchen. Wie es dort ist, das Reich, das zu tun. So, wenn wir nun denken, wir haben ein kleines Kind, und wir freuen uns dazu, und das ist gesund, und wir gleichen dort, wir leben dort. Und wenn wir nicht dort lernen, gehorsam sein, dann können wir dort so sehr gleichen, als wir das wollen. Wir können dort so fertig sein, dass wir das gleichen tun.
Aber das Kind, das kommt mit einer sintelige Natur in der Familie angeboren. Und das braucht es, dass wir dort lernen. Wir müssen das Kind lernen, dass das wel gehorsam sein. Das ist unsere Gelegenheit als Eltern, das Kind zu lernen, dass das wel gehorsam sein. Und so, ich habe manchmal diese Woche noch gedacht, dass wenn Gott hat uns die Bibel, das Wort Gottes gegeben, sein Wort gegeben in einem Buch, wo wir das alle lesen können, und wir können dabei uns abbühen und lehren lassen. Das ist alles durch. Aber wenn wir das nicht lesen, und wir das nicht achten, dann hat uns das nicht. Aber wenn das Kind mit der sinnlichen Natur, mit den gläubigen Eltern, wenn das Kind der Hand hat, das Kind mit dieser Natur von das Fleisch, und das braucht Fleisch, das braucht Gelehrt, das muss das antworten, wenn das Unrecht ist, das hat Konsequenzen. Gott hat uns in seinem Wort gelehrt, dass wenn wir bloß nicht gehorchen wollen, für das, was er uns lehren hat in seinem Wort, dann wollen wir einen Tag nicht im Himmel sein. Dann wollen wir bestraft werden, wie wir sind ungehorsam gewesen. Das sagt Gott sein Wort uns. Und in dem war ich an denken, die Kinder, die kommen in die Familie an, und die sind gesund, und wir leben ernt, wir gleichen ernt. Aber wenn wir dort nicht lernen, dass ungehorsam sein hat Konsequenzen, das fällt Straf ab, dann können sie das auch schwander voten, dass ein leiftuliger Gott irgendwo in der Halt schmieden. Wenn wir als Eltern, wir leben an die Kinder, aber wir sind danach verpflichtet, ihn zu strafen für euch. Wir machen ihn frei mehr. Wir machen ihn helfen, dass sie frei werden. So mit dit, deswegen habe ich niemals ein Reich, ut Wort an die Kinder zu strafen. Das ist nicht, was Gott hat geplant hat. Gott leicht uns, er läuft uns, aber er straft uns, wenn wir reich sind. Und so sollen wir unsere Kinder auch abtragen und lehren, dass wenn sie reich sind, durch eine Strafe, was folgen wird. Der zweite Vers in der Vers 6 sagt, Vater und Mutter ehren wir das erste Gebot, worauf Gott das Versprechen lehrt, dass die das Geld geht und die lang auf ihr Leben kostet. In anderen Worten, wenn wir unsere Kinder strafen, dass wir wenn wir ein Leben tun. Wobei, wenn es soll das Schein gehen in ihr Leben. Wir wollen nicht, dass sie an Dinge nennen gehen, was das Schulden bringen wird in ihr eigenes Leben. So, das ist eine Gelegenheit, was Gott uns geben wird, an unsere Familie zu praktizieren. Und wahre drei, wenn wir das praktizieren, dann wollen wir eine glückliche, eine gesegnete Gemeinde haben, wo wir im Port von sind. Und das ist mein Verlangen für uns alle als Eltern, mein Verlangen für die Kinder, dass sie ein Verlangen haben, uns als Eltern gehorsam zu sein, aber jeder Eltern zu respektieren, zu ehren. Und dort anwenden lassen, dass die dann wirklich wird verehrt, wenn sie jene Eltern sind. Die ehren, und wenn Gott sagt, darauf, was er uns sehnen, dass uns das kann schenken. Und wenn wir die Eltern nicht ehren und nicht das achten, was die Eltern für uns als Kinder wollen, oder ein Reich haben von zu kriegen, dann kann es sein, dass uns das in uns Leben nicht was so schenken, nicht was so gleich. Wir haben gerade ein Sehen mit seinem Leben in einem. Gott mählich ist nicht gehorsam gewesen. Gott mählich, er hat die Eltern nicht geirrt für das, was er hat gelehrt. Und dann wird ein Trouble so groß, und dann ist keine Gemeinschaft mehr zwischen, dann geht er nicht frei zu reden, dass jetzt durchzuhandeln in Versicherungen, in schweren Tiden, wenn wir in Trouble geraten sind. So, für uns als Eltern wünsche ich jeder einer, dass wir Zeit sparen, die Zeit nutzen. Für die Kinder wünsche ich, dass sie gehorsam sein, dass sie respektvoll sein, die Eltern ehren. Und wenn von uns als Eltern sieht, ein Kind viel zu strafen, dass wir das respektvoll wollen tun, dass das Kind das sein kann und was von Sinn wir das tun. Wenn ich an das denken und ich an meinen Vater denken,
dann freue ich mich immer über, so sie mich behandeln dort an den Sinn. Wir waren 5 Brüder in der Reihe, wir hatten sehr viel getan und viele Dinge, wo die Mama sich manchmal nicht mehr verstehen kann. Und dann gibt es dann mal so, dass wenn vor ein Haus kommt, Mama die vertelt, was alles für fähig und überdacht, dann gibt es Struf. Mir wird keinmal Angst für den Raum, aber mir wird Angst für die Frauen, was mein Vater alle hat zu mir. Wenn ich von der zurückdenke, ich freue mich so sehr für was mein Vater mir immer war, die Frauen alle allein. Und ich kann gleich wegkommen ohne die Frauen beantworten. Und das hat mir so sehr viel Leid gegeben zu meinem Vater. Lauter als er das nicht mehr alle verstehen kann, so ich in meinem Leben wäre, so ich Dinge in meinem Leben deed. Mir hat das keinmal was durchgebracht, dass ich mein Vater verdrießlich wäre, oder dass ich ihm nicht gleichen deed oder irgendwas. Ich habe immer den Leib zu den Vater geholt, wenn er mir nicht verstehen kann. Und so, mein Verlangen ist, dass wir alle uns an das bloß üben, practicen, das zu tun. Ich glaube, wir tun das alle. Aber mir liegt es am Hart, dass uns einmal wieder frisch am Hart zu leihen, wenn es wie gleichen nur eine Kirche formen, wo wir uns alle gleichen tun, wo zu feiern ist, dass Gott sein Geist Leitung hat, wo wir gemeinschaftlich uns abbauen, durch gleich wie zu sein. Und so, und ich wünsche uns bis alle als Großeltern und Eltern, weil wir das unsere tun, dann wünsche ich den Kindern, dass die mit Frieden gehorsam sein, mit Frieden ihre Eltern ehren, wenn es dort sagt, was ihnen nicht sehen sein in ihrem zukünftigen Leben. Mag Gott ihnen alle nur ansehen und segnen. Wenn wir das Wort Familie auf Englisch Family, und wenn wir das von boven darauf handschreiben, dann und dann können wir Fan handschreiben und sagt, Father and Mother, I love you. Das ist, was wir können Fan handschreiben. Dann steht Family diese Wahl, dann Papa und Mama gleich. Das ist ein bisschen kleiner Denken, wo wir uns können üben, dass wir gleichen dort zu sein, wo Gott uns auf Hand gestellt hat. Wenn wir abstimmen zum Beten, wird passend das. Vater im Himmel, du bist allmächtig und du verdankt für dich. Vater im Himmel, du bist der, der uns gemerkt hat. Dann hast du, Vater, Jesus, du während aus der Welt gemerkt haben. Und dann stehen du und checkten und dann seht ihr einer zum anderen, weil wir Menschen merken. Vater, das hat niemals abgehört von Adam und Eva, aber von der an. Die Menschen sind immer gekommen und gegangen. Und Vater, wir sind so dankbar, dass du Wort von dir, du siehst dann, dass so als wir sind, so hast du uns geschaffen. Ja, Gott, dass wir sind nur dein Bild nur geschaffen, wir sind dankbar dafür. Und Vater, du hast uns an dem Wort viel abschreiben lassen, wo wir uns morgen früh leben sollen, wo wir als Eltern gehen, die Kinder leben können, und wo Kinder gehen, die Eltern sich zu verholen haben. Vater, ich bete, dass du uns wirst segnen und besonders Eltern Weisheit geben, die Kinder zu lernen, gehorsam zu sein. Vater, ich freue mich immer weiter, wenn wir dürfen aus einer Versammlung kommen und wir können uns an sich betrachten und denken haben und lernen. Vater, magst du uns das wieder segnen. Wir danken dir für den Geist, was du uns gegeben hast, wo wir uns erbühen und ermutigen können. Und wir freuen uns, dass du diesen Tag segnen und uns zum Sehen sagen, wo immer wir sind. Vater, wir befehlen uns die an in Jesus' Namen. Amen.